etwas ganz Kostbares, dass wir so dürfen über mehrere Generationen an diesen Themen arbeiten und wir die tiefgründigen Forscherthemen haben, aber auch das ganz simpel in den Alltag umwandeln und erklären den Kindern. Wir sind hier bei der Vida, meiner jüngsten Tochter, im Musikstübli zusammengekommen, um über den Schöpferkalender zu reden. Dazu begrüßen wir Tonia, meine ältere Tochter, die jetzt kürzlich in einem Büchlein Notizen über den Schöpferkalender geschrieben hat. In 22 Themen werden wir auch in Zukunft noch mehrmals zusammenkommen und darüber reden. Und mit uns ist auch mein jüngster Sohn, der Jens. Er wird uns mit seiner Bärenstimme Bibelstellen lesen. 2. Timotheus 2,2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Danke, Jens. Am heutigen Tag, der 2. April 2022, feiern wir das neue Jahr im Schöpferkalender, den Neumondtag vom 1. Monat im Jahr 6755. Happy New Year wünschen wir euch allen. Schön, dass ihr mit uns seid. Ich danke unserem Schöpfer Yahushua HaMashiach. Halleluja. Er hat es möglich gemacht, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Und danke wieder, dass du uns dein Haus aufgemacht hast. Und auch der Tonia. Wir sind gespannt, was du heute uns von deinen Erfahrungen im Schöpferkalender zu erzählen hast. Ich gebe das Wort gerade weiter, Tonia. Wie bist du denn drauf gekommen, deine Erfahrungen im Rhythmus vom Schöpferkalender in so einem hübschen Büchlein aufzuschreiben? Okay. Wir... Keine Stimme. Aber Zeit, hey? Alles gut. Wunderbar. Ich denke, wir sind schon ein paar Jahre am Ausprobieren und am Erleben, wie das ist, im Rhythmus vom Schöpferkalender seinen Alltag können gestalten. Und mein Umfeld hat auch viele Fragen immer mal wieder, was wir jetzt hier machen und warum wir das alles ein bisschen anders machen. Und durch das haben die Themen einfach auch irgendwie mal müssen zu Papier kommen, weil einfach das immer wieder erklären, man muss es immer wieder erklären, man muss es immer wieder machen, dass man es kann verstehen. Effektiv ist es so, ich denke wirklich, man muss es machen und erleben, dass man es verstehen kann. Aber dass man vielleicht auf die Idee kommt, das mal auszuprobieren, kann helfen, wenn man etwas darüber liest. Oder man kann auch vielleicht im Nachhinein etwas nochmal verarbeiten in Ruhe und nochmal darüber studieren, wenn wir die Themen nochmal durchlesen können. Ja, ich glaube, das war die Motivation, um das Büchlein zu schreiben. Es ist einfach viel. Es ist viel. Viel Stoff. Ich denke auch, eigentlich ist das wichtigste Buch ist ja die Bibel. Braucht man denn noch mehr Bücher dazu? Das ist irgendwo durch fraglich. Ich denke auch, dass wenn wir selber lernen, das, was wir verstanden haben aus der Bibel, lernen aufschreiben oder auch lernen darüber reden, dann kommt es mehr bei uns selber an. Ich muss ja dann meine eigenen Worte finden und das beschreiben, was ich verstanden habe aus der Bibel. Und in dem Moment wird es meine Sprache und in dem Moment habe ich es, glaube ich, auch wirklich verstanden. Und das ist im Prozess des Schreibens sehr, sehr wertvoll. Gut, jetzt brauche ich die nächste Frage.
Ja, super. Sieht man dich auch? Nicht umklicken. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Schöpferkalender und jetzt am gregorianischen Kalender? Gibt es da einen Unterschied? Ist das Gleiche oder ist das etwas anderes? Oder? Der Schöpferkalender ist im Prinzip also ich zeige ihn mal schnell. Also, so sieht er bei uns aus. So haben wir ihn auf Papier gebracht. Aber der Schöpferkalender selber ist eigentlich die Ur- oder die Grundlage, wo seit der Schöpfung angelegt ist. Wie es ist das Ticken von der Natur, das Ticken von unserer Zeit. Das ist der Schöpferkalender. Ja, für mich ist einfach, ist denn der Schöpferkalender, der kommt von der Bibel in dem Fall. Er kommt im Prinzip von Gott. Und ja, die Bibel schreibt darüber, über den Schöpferkalender. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Ja. Er ist angelegt, ziemlich sicher seit der Schöpfung, aber durchaus ist auch möglich, dass er über die Schöpfungszeit oder über unsere Weltzeit aus da ist. Ich denke, das ist ein Gebiet, wo wir uns darüber forschen dürfen. Ist die Zeit, läuft die Zeit schon immer und ist unsere Welt in die eingebunden? Und haben wir ein Verständnis dafür? Oder hat Gott die Zeit erschaffen mit der Welt? Das klingt nach einem mega spannenden, grossen Feld. Ja. Ich denke, im Prinzip ist es, läuft das als Grundlage schon. Und unsere Welt ist in dieser Zeit eingebunden. Denke ich. Unsere Weltgeschichte, unsere ganze Zeit der Schöpfung und bis wir alle dürfen dann zusammen das grosse Fest im Himmel feiern, läuft in dem Rhythmus vom Schöpferkalender. Wie bist du auf den Schöpferkalender draufgekommen? Also, hast du gerade mit dem angefangen oder hat es irgendwie noch ein Puzzleteil vorher gegeben, das du hast erleben musst, damit du nachher auf den Schöpferkalender gekommen bist? Was war denn der Auslöser? Also es ist in erster Linie wir sind ja irgendwo durch alle auf dem Heimweg. Auf der Suche nach dem Schöpfer. Und ich denke, das innere Sehnen hat irgendwie gerufen, die Sachen zu erforschen und auszuprobieren. Und dann hat man sich mal auf den Weg gemacht. Und ich denke, der zündende Moment war sicher, oder die Entscheidung, ich will den Sabbat halten. Ich denke, man liest in der Bibel und plötzlich steht dort, liest man die 10 Gebote und dann steht, man soll den Sabbat halten. Das 4. Gebot. Und dann... Mami, kannst du das 4. Gebot vorlesen von der Bibel? Okay. Ja, wo stehen sie denn überhaupt? Ja, genau. Im 2. Mose 20 kann man sich gut merken. Wir haben heute 20. Ja. Und etwas 23 oder so nicht? 8 natürlich. Gib 8 auf die 8. Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Also ich sehe jetzt, dass es mega wichtig ist, dass wir
den Sabbat halten tut. Wieso, also ich habe schon mitbekommen, dass man das nicht feiern tut am Sonntag, was ja viele Christen machen, oder am Sabbat, also am Samstag-Sabbat, wie die Juden machen. Ihr macht das irgendwie ein bisschen anders. Genau. Es gibt auch Stellen, da wird über den Neumond geredet. Ist da gerade eine in der Nähe? Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im 1. Monat am 14. Tag des Monats. Der Neumond Zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Also, wo fängt man denn anfangen zu zählen? Am Tag ist ein Sabbat der Ruhe. Die heilige Versammlung, da sollt ihr nicht kein Werk tun. Und für das brauchen wir jetzt eben das Notizbuch, oder? Ja, Jetzt gehen wir mal hier schauen, was da steht. Sieht man, dass wir auch unsere Babyschritte machen, gell? Mich hat das Wort, als ich das Wort gelesen habe in der Bibel, der Neumondtag. Also Fest und Neumondtag und Sabbat. Das Wort Neumondtag hat mich eigentlich fesseln, weil dann fängst du mal rauszuschauen und suchst eigentlich nach dem Mond. Und wo ist denn der Neumondtag? Also es hat ja was mit dem Mond zu tun. Und dann fängst du an, nach dem Mond zu suchen und also mir hat es eigentlich Klick gemacht. Du hast mir angerufen und hast gesagt, wäre es denn nicht möglich, dass man den Sabbat vom Neumondtag abzählt? Und in dem Moment habe ich gewusst, sie hat recht. Aha. In dem Moment, wo sie das gesagt hat. Wir haben vorher schon den Sabbat gehalten, oder den Samstagssabbat. Wir haben den Neumondtag gehalten. Das heisst, wir haben angefangen zu forschen über den Mond und überlegt, wo ist denn der Start vom Monat, wo ist der Neumond. Im gregorianischen Kalender ist das im Prinzip der Leermond. Aber dann sieht man ja die Mondzyklen noch gar nicht. Die sieht man 1 bis 2 Tage später. Wie hat denn das Volk Israel in der Wüste gewusst, wenn der Leermond ist? Haben sie sich nicht eher von denen, die man gesehen hat, zählt? Weil dann ist der Monat neu, der Mond ist neu. Das würde doch passen. So sind wir eigentlich auf die Suche gegangen nach dem Neumondtag. Und wo du mich angerufen hast und gesagt hast, könnte es nicht sein, dass man den Sabbat auch vom Neumondtag abzählen würde, dann hat es bei mir eigentlich, ich habe sofort gewusst, sie hat recht. Es steht in Hesekiel 46. So spricht Gott der Herr, das Tor des inneren Hofes, das gegen Osten sieht, soll während der 6 Werktage geschlossen bleiben, aber am Sabbattag und am Tag des Neumonds soll es geöffnet werden. Genau, der Bezug vom Sabbat mit dem Neumond, der hat eigentlich die Suche ausgelöst. Also hat Gott ganz klar eine Verbindung gemacht zwischen Neumond. Wir können den Neumond sehen, auch noch heute. Wir können rausschauen und finden den Mond und dann wissen wir, aha, wir sind richtig, auf dem richtigen Weg. Und dann kannst du nachher deine Sabbat abzählen. Genau. Wie viele Sabbat gibt es im Monat? Wochensabbat gibt es 4, oder? Also das wäre jetzt da der Kalender, der das ein bisschen zeigt. 4, ja. Also 4 Sabbat. Also dann hast du immer 6 Tage arbeiten und dann macht man eine Pause. Dann 6 Tage arbeiten, dann eine Pause, 6 Tage arbeiten, Pause, 6 Tage arbeiten, eine Pause. Nein. Nein? Das ist eben das. Da gibt es eine dritte Art von einem Tag. Also wir haben Werktag und wir haben Sabbat und wir haben Neumondtag. 3 Sachen? Ja. Ah, spannend. Okay. Und es sind 4 Sets und das letzte Set ist immer der Sabbat in der Konjunktion von Sonne und Mond. Und dort muss man wieder sich eigentlich gegen orientieren und die Sichel suchen. Weil immer, wenn man die Sichel sieht, im Westen vom Himmel, am Oben, also wir haben hier eine halbe Stunde Zeit, um das zu sehen, das Fenster geht auf. Wie da, wenn ich gesagt habe, im Hesekiel, die Tür geht auf, wo man das sehen kann. Und das ist halt einfach nur dann möglich. Und
das ist dann auch das Zeichen, wo der Neumondtag eigentlich proklamiert, oder? Das ist eins. Und dann, von dort an, sind die 6 Arbeitstage. Zählt man dann zuerst 6 Arbeitstage. Also da geht ihr einmal im Monat also den Neumond suchen? Einmal sicher und manchmal 2-mal. Okay. Und Es gibt manchmal 2 Neumondtage. du hast ja erzählt, du hast ganz viele Kinder. Wie macht ihr das in der Familie? Gehst du ganz allein den Neumond suchen? Oder wie läuft das bei euch? Das ist nicht so eine gute Frage. Also ganz am Anfang, eben, wo ich festgestellt habe, dass der Neumondtag eine Relevanz hat, von der Bibel her verordnet, hat es mich unglaublich fasziniert, in den Himmel aufzuschauen und den Mond zu sehen und eigentlich zu spüren, ich bin Teil von einem Universum. Aus dem Alltagsrhythmus raus, von Terminen und von vielleicht, man geht arbeiten, man sitzt ins Auto, man fährt dorthin, man fährt wieder zurück. Manchmal ist es schon dunkel, man ist so in seinem Strudel rein. Und ich habe das wahnsinnig faszinierend gefunden am Anfang. Einfach das in den Himmel schauen und den Mond anschauen. Weil er hat mich erinnert, dass ich Teil bin von einem Universum. Und dass ich so klein bin und dass alles um mich herum so funktioniert. Und dass wir Teil sind von dieser Natur und nicht einfach nur in unserem Kopf und in unserem Denken und in unseren, was man alles muss und alles sollte. Ich glaube, das ist so eine schöne Erfahrung gewesen. Und es hat auch grosse Freude gemacht, meinen Kindern, 5 Kinder, inzwischen sind es 5 Kinder, Ist nicht wenig. das zu zeigen, mit ihnen vorauszugehen und mit ihnen über das zu reden, über Gott und die Welt zu reden und den Mond zu beobachten, wie er sich verändert und wie er seine Gesichter verändert und auf die Suche zu gehen und das zu spüren, das ist ganz eine schöne Erfahrung gewesen. Ja, und es hat Hunger gemacht nach mehr. Es hat Hunger gemacht nach mehr. Es hat ermutigt, weiter zu forschen. Und so haben wir eigentlich kleine Schritte. Also am Anfang, ich hatte null Ahnung, um welche Nachtzeit man den Mond dann sehen sollte. Ich habe es eigentlich auch sehr seltsam gefunden, dass man den am Tag durch sieht und in der Nacht eigentlich manchmal gar nicht. Und irgendwie, also ich hatte das nicht in der Schule gehabt. Ich habe das nicht in der Schule gelernt, wie der Mond seine Zyklen hat. Das wäre mal ein spannendes Thema gewesen. Ich hätte das. Weil es gibt so viele Informationen über den Monat und ich mag mich erinnern, als ich das vor etwa 10 Jahren gegoogelt habe, ist also wirklich im Internet gestanden, im Mond seine Gesichter, seine Zyklen sind inkonstant, die verschiedenen Phasen sind absolut unberechenbar und darum ist das auch nicht so, weil einfach, also heute findet man da wirklich viel mehr und viel bessere und viel klarere Informationen als noch vor 10 Jahren. Das ist wirklich faszinierend. Und in der Bibel steht, der Mond ist treu. Das ist jetzt genau das, was ich suche. Der Mond ist treu. Ich glaube, es ist ein Psalm oder so. Ja, das ist ein Psalm. Es ist ein Psalm. Ja. Der Mond ist treu. Ich glaube, das habe ich da drinnen. Okay. Wie der Mond wird er ewig feststehen, der Zeuge in den Wolken ist treu. Ja, Psalm genau. 89, 38. Okay, ja, da ist Und okay. ich habe Also dann die Mondli aufgezeichnet. Ich habe probiert, das auf die 29,5, 30 Tage aufzuzeichnen, den Mond. Weil damals hat es einfach noch nicht so gäbige Bildchen gegeben, wie heute im Internet gibt es so viel. Das hat es damals nicht gegeben. Also habe ich mal angefangen, das aufzumalen und probieren, das zu beobachten, ob sich denn das so bestätigt durch den Monat durch. Und wir haben immer wieder rausgeschaut und immer wieder probiert
zu korrigieren, ja, da sieht er so aus und da ist er ganz halb, ganz perfekt. Am 7. Tag am Abend ist er ganz perfekt halb. Wie abgeschnitten, oder? Und er ist nicht hungrig. Wir haben dann auch eigentlich eine Sprache entwickelt, um uns über das zu unterhalten. Ja, er ist hungrig oder er hat einen Bauch. Er ist ein bisschen angefressen. Dann haben wir auch gesagt, der Vollmond ist ein bisschen angefressen, er ist nicht perfekt. Wir sind noch nicht ganz dick. So haben wir am Anfang eigentlich, sind wir wirklich nur einfach auf der Suche gewesen, wie man den Mond in den Rhythmus hineinbringt. Und wir haben festgestellt, er ist absolut treu. Er macht seine Runden ganz super. Und er macht es ganz konstant. Und das, was wir gespürt haben, hat man auch auf der ganzen Welt gespürt. Das Interesse am Mond ist allgemein gewachsen. Ich denke nicht nur in unseren Kreisen so. Also ist es eigentlich ganz einfach, auf den Mond zu schauen. Das ist nichts Schwieriges. Das können also in dem Fall auch Kinder. Inzwischen muss man sagen, genau, ich glaube, das ist auch der Schlüssel, warum wir so viel wunderbares Wissen haben dürfen dokumentieren. Die Mami hat ja auch schon ein paar Bücher geschrieben. So, mal aufstrecken. Genau. Ist die Kombination von deiner Weltbereistheit und diesen interessanten Fragen und interessanten, eben, könnte es denn nicht sein, dass man vielleicht den Sabbat vom Neumond abzählen sollte? In Kombination mit dem, dass ich dann eigentlich immer probiert habe, das umzusetzen in meiner Familie, mit meinen Kindern, dann muss ich das den Kindern erklären, dann muss das eine einfache Sprache werden. Und nicht eine komplizierte. Und darum auch viel mit Bildchen und mit Klemmerli und man muss dann darf man jeden Tag eins hüpfen und so wird das. Und ich glaube, das ist etwas ganz Kostbares, dass wir so dürfen über mehrere Generationen an diesen Themen arbeiten und wir die tiefgründigen Forscherthemen haben, aber auch das ganz simpel in den Alltag umwandeln und erklären den Kindern mit ihren kostbaren Fragen, die sie stellen, ist es dann wirklich ganz einfach. Und wie du sagst, was hast du gesagt? Ganz vieles. Aber es ist ganz einfach. Im Prinzip ist es ganz einfach und nicht kompliziert und nicht schwer. Kinderleicht. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond, zum Tag unseres Festes. Und er würde sie mit den besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen.